Willkommen zu diesem Explainer. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einem Roadtrip durch eine völlig fremde, faszinierende Region. Das Navi fällt aus, das Handy hat kein Netz. Was jetzt? Richtig, ihr müsst euch auf Straßenkarten und auf die Einheimischen verlassen. Genau da setzen wir heute an. Wir machen so eine kleine, hypothetische Reise durch ein somalischsprachiges Gebiet. Und keine Panik, es geht hier null um perfekte Grammatik. Es geht um echtes Überlebenswissen für die Straße. Also, legen wir direkt los und schauen uns die Begriffe an, die den Unterschied zwischen einem coolen Roadtrip und dem völligen Stillstand ausmachen. Stellt euch mal dieses absolute Horrorszenario vor. Ihr seid gerade raus aus der Stadt, die Sonne brennt so richtig auf die Motorhaube und auf einmal stottert der Motor. Panne, mitten im Nirgendwo. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie man nach einer Werkstatt oder Tankstelle fragt, wird aus einem kleinen Problem echt schnell ein riesiges Abenteuer. Und genau deshalb schauen wir uns das heute an. Wenn ihr dieses spezifische Vokabular drauf habt, seid ihr nicht nur viel sicherer unterwegs, sondern es rettet euch wortwörtlich den Tag. Abschnitt 1. Orientierung. Sind wir in der Stadt oder im Vorort? Fangen wir mal ganz grundlegend damit an, wo wir überhaupt sind. Bartamaha, Magalada, das ist das Stadtzentrum. Das müsst ihr euch als den Ort merken, wo das absolute Chaos herrscht. Viel Verkehr, laute Märkte, das volle Programm. Demgegenüber steht dann der Vorort, Chafat Kabaksan Magalada oder auch Tulo Magalet. Wenn ihr also nach dem Weg fragt und diese Worte aufschnappt, wisst ihr sofort, okay, wir haben die dichte Bebauung hinter uns gelassen und sind jetzt eher im ruhigeren Randgebiet. Das ist super hilfreich, um überhaupt mal Entfernungen richtig einzuschätzen. Um jetzt noch die Größe eures Standorts zu checken, gibt's diese 2 Sätze. Sprecht das im Kopf ruhig mal kurz mit. Wa Magalo Wen. Es ist eine große Stadt. Dieses Wen steht für groß, mächtig. Das absolute Gegenteil davon ist Wa Tulo. Es ist ein Dorf. Wenn euer Auto also streikt und man euch sagt, der nächste Mechaniker ist in einem Tulo, dann wisst ihr ganz genau, ihr sucht nach einer kleinen Siedlung, nicht nach einer riesigen Metropole. Abschnitt 2. Unterwegs. Das Fahrrad. So, hier ist ein absolutes Überlebenswort für euch. Das somalische Wort für Fahrrad ist Baskil. Fällt euch was auf? Das klingt super international, oder? Deswegen kann man sich das extrem leicht merken. Wenn euer Auto wirklich komplett den Geist aufgibt, ist so ein Baskil vielleicht euer Retter in der Not, um im Batamaha Magalada, also dem Stadtzentrum, noch irgendwie von A nach B zu kommen. Absoluter Gamechanger, prägt euch das ein. Abschnitt 3. Der Boxenstopp. Werkstatt und Tankstelle. Okay, wenn der Motor raucht, ist das hier euer Rettungsanker. Die Werkstatt heißt Fasamayayaka oder, und das ist viel einfacher, Garashka. Garashka klingt fast exakt wie Garage, das vergisst man also eigentlich nicht mehr. Den Fasamayayaka, also den Mechaniker, irgendwo auf dem Land zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto. Merkt euch das echt gut, das erspart euch stundenlanges Laufen. Klar, neben der Werkstatt brauchen wir logischerweise auch Sprit. Die Tankstelle nennt man Shidalka Buches oder Tankiga Shidalka. Bevor ihr die Stadt verlasst und ins Ungewisse fahrt, müsst ihr einfach wissen, wo ihr tanken könnt. Ohne Shidal, also den Treibstoff, ist der Roadtrip ganz, ganz schnell vorbei. Jetzt kommen wir mal in die aktive Kommunikation. Shida al-Bucha Fadlan bedeutet schlicht und einfach Volltanken bitte. Das kleine Wörtchen Fadlan heißt bitte. Und glaubt mir, das öffnet immer Türen. Wenn ihr an der Zapfsäule steht, haut diesen Satz raus und euer Tank wird bis zum Anschlag vollgemacht. Das ist buchstäblich die Phrase, die verhindert, dass ihr später im Nirgendwo liegen bleibt. So, sagen wir mal, ihr habt es zum Garashka geschafft. Jetzt müsst ihr dem Mechaniker natürlich zeigen, welches Auto überhaupt Hilfe braucht, richtig? Da sagt ihr Wakian Halkas, was so viel heißt wie es ist dieser dort. Ihr zeigt also einfach auf die Schrottlaube und bringt diesen Satz. Das ist total unmissverständlich und der Mechaniker weiß sofort, was Sache ist. Lasst uns hier mal eine ganz kurze Pause machen. Das hier ist euer Spickzettel. Schaut euch diese 4 Begriffe nochmal genau an. Die Werkstatt, die Tankstelle, die Bitte ums Volltanken und der Hinweis auf euer Auto. Wenn ihr diese Vokabeln drauf habt, könnt ihr gefühlt 90% aller Autoprobleme auf eurer Reise lösen. Ziemlich cool, oder? Abschnitt 4. Weiterreise. Hinaus in die weite Landschaft. Sobald ihr die Vororte im Rückspiegel lasst, öffnet sich vor euch das Miyega oder Deganka Badiaha. Das ist im Grunde der Überbegriff für das offene Land, die ländlichen Gegenden, wo unser Trip jetzt hingeht.
Das ist super wichtig zu wissen, besonders wenn ihr den Leuten vor Ort erklären wollt, dass ihr eben nicht in der Stadt bleiben, sondern wirklich die Natur erkunden wollt. Draußen in der Wildnis brauchen wir natürlich verlässliche Orientierungspunkte. Einer der wichtigsten ist der Bur, was Berg bedeutet. Ein Bur ist euer geografischer Fixpunkt schlechthin. Wenn euch jemand den Weg erklärt und meint, die nächste Wasserstelle liegt hinter dem Bur, dann wisst ihr zu 100%, welchen markanten Punkt am Horizont ihr anpeilen müsst. Und um diesen kleinen Natur-Crashkurs abzuschließen, fehlt noch dieser lebenswichtige Begriff. Haro ist das somalische Wort für See. Genauso wie ein Berg ist ein See in der Natur ein absolutes Wahrzeichen und oft ein total entscheidender Knotenpunkt auf eurer Reise durch das Miirga. Abschnitt 5. Höfliche Verabschiedung und gute Reise. Diese Phrase hier ist wirklich pures Gold. Adiga Mudan Safarwachan bedeutet gern geschehen, gute Reise. Wenn ihr euch bei jemandem bedankt und diese Antwort bekommt, oder wenn ihr selbst diese Worte benutzt, um euch bei Leuten zu verabschieden, die euch geholfen haben, das beendet das Gespräch einfach extrem warm und respektvoll. Safarwachan, eine gute Reise, das ist ja schließlich genau das, was wir hier mit unserer kleinen Vorbereitung sicherstellen wollen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ziel unserer heutigen Tour. Lasst die ganzen Begriffe noch mal kurz sacken. Seid ihr bereit für die Straße? Die alles entscheidende Frage zum Schluss ist jetzt nämlich, wo führt eigentlich euer nächster Safaricon hin? Zieht's euch eher in das wilde Treiben der Magaloveen, also der großen Stadt, oder wollt ihr lieber raus in die absolute Stille des Miga? So oder so, mit diesen paar Vokabeln im Gepäck werdet ihr euch dort für Schüre richtig gut zurechtfinden. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr heute dabei wart.